Redest morgen, Fabian Unterreger. Guten Morgen, Mario. Ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Ja, was beschäftigt diese Woche? Das Ja zu der Masseneinwanderungsinitiative, das beschäftigt uns noch gäng und wahrscheinlich noch lang. Und so langsam ist schon klar, die Schweiz hat ja Nachteile. Das Studentenaustauschprogramm Erasmus ist für die Schweiz jetzt wirklich gestoppt. Ist das erst der Anfang? Weltwochenchef Roger Köppel. Logo, beim Erasmus ist es jetzt wie beim Orgasmus, nicht jeder hat einen. Um was geht's? Grundsätzlich muss man sich fragen, was kann man dann an einer Uni in der EU lehren? Tatsache ist die, in der Schweiz, also wenn Sie da Wirtschaft studieren, dann können Sie in ein Unternehmen gehen, Millionen verdienen, Steuern hinterziehen, US abschiessen, etc. Mit dem Wirtschaftsabschluss von der Uni Lissabon können Sie höchstens ein Beiz aufmachen oder Badmeister werden. Na gut. Baschi, nichts ist blöd gelaufen, oder? Mit Studentinnen treffen irgendwo im Ausland, irgendwo da zu Europa. Ja, wie gesagt, ich hätte so gerne in dem Afrika oder Thurgau auf dem zweiten Bildungsweg die Primarschule nachgeholt. Aber das ist nicht. Andere sehen so langsam erste Vorteile von dieser Initiative, Roger Federer. Ja gut, oder? Ich meine, ich finde es super, oder? Wenn noch der Stan und ich am Schweizer Turnier beziehungsweise grundsätzlich am Turnier können teilnehmen, da wäre ich auf jeden Fall zu Basel, das steht immer im Finale, oder? Und wenn der Stan mal Kippen hat, könnte ich sogar mal ein Turnier gewinnen, oder? Habe vom Stan gehört, das sei noch recht cool. Seit dieser Abstimmung auf jeden Fall wird der Roger Köppel ständig in eine deutsche Tagshow eingeladen. Er gilt dort unterdessen als richtiger Aufmischer in der Diskussionsrunde. Und wir fragen uns hier, haben wir denn niemand anders, wo wir zu diesem Thema machen könnten, in eine Sendung schicken zu Deutschland, Christoph Mörgeli? Der seid, glaube ich, auch schon gesehen, oder? Absolut. Ich muss sagen, ja, ich ersetze ihn gern. Ich könnte mir übrigens auf dem ZDF Moderation von Wetten das vorstellen. Ich hätte auch schon eine Wettidee. Ah ja, nämlich? Absolut. Ich wette, dass es Deutschland nicht schafft, 10 eingewanderte Deutsche zu finden, die in der Schweiz eine Freundschaft geschlossen haben. Verstehen Sie? Anderes Thema. Diese Woche aus dem 20 Minuten gelesen, Herr Mörgeli. Homosexuelle Soldaten haben sie in der Schweiz schwieriger als im Rest von Europa. Das zeigt eine aktuelle Studie. Wissen Sie, das stimmt hinten und vorne nicht. In einer richtigen RS werden nicht nur Homosexuelle schikaniert, sondern alle gelten sie. Aber ich bin ja so etwas wie der Schutzheilige von den Schwulen. Nicht umsonst gibt's jedes Jahr den Christopher Street Day. Ehrlicher wäre ehrlich gesagt noch der Christopher Strip Gay. Verstehen Sie? Die Frage ist vielmehr, stimmt denn die Studie, Roger Köppel? Knallharte Recherchen, verstehen Sie das nicht falsch, knallharte Recherchen von der Weltwochenende gegeben, dass beim Ueli Maurer im VBS das Dossier liegt, wo Homos besser sollte die Armee integrieren. Titel von dem Dossier: Warmee 2020. Simon fragt jetzt noch Kunst. Da ist man ja viel offener und toleranter in solchen Fragen, gerade in der Musik im Speziellen. Stefan Eicher. Und wenn man sieht, was heute der Menschheit droht, sehe ich schwarz, nicht nur rosarot. Zu hoffen ist allein, dass sie Hemmige haben. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.